Heute ist unser Thema Peinlichkeiten. Ja, gell, habe ich mir auch gedacht. Ich kenne das Gefühl gar nicht. Peinlichkeiten. Ich habe mich eingelesen, sagt mir nichts. Was ist das für ein Gefühl? Ne? Habe ich noch nie gehabt. Also, habe es im Lexikon nachgeschlagen, da steht ein Versehen mit bleibenden seelischen Schäden. Und dann ist da drunter gestanden in Klammer, im ländlichen Bayern unbekanntes Phänomen. Bei einem Mittagessen mit der ganzen Familie wollte ich das nochmal abchecken, ob das so stimmt, dass es das bei uns gar nicht gibt. Dann habe ich meinen Papa gefragt, was ist Peinlichkeiten? Ne, was ist das? Hat er gesagt, Peinlichkeiten. Für sowas haben wir früher also überhaupt keine Zeit gehabt. Wir sind auch oft 3 Tage in die Schule gegangen, in der Unterhosen im Winter. Uns war nichts peinlich. Mit 16 aus der Schule, mit 17 im Betrieb, wer arbeitet, der muss sich nicht schämen. Dann habe ich gesagt, ja, aber Papa, ich bin eine Künstlerin, weißt du, ich arbeite ja nichts und ich schäme mich ja auch nicht. Warum ist das so? Dann hat der Papa gesagt, Mei Eva, es gibt doch nichts, was du nicht schaffst. Ich glaube an dich, du lernst es schon mit dem Schämen. Halt dich halt nicht mit solchen Schamützeln auf. Trink halt einmal ein wenig Champagner. Fahr einmal an Champs-Élysées. Schamponier dir halt am Tag 2-3 Mal die Haare, dann schamst du dich auch. Habe ich gesagt, ja Papa, aber ich hab da schon einen Champsiot an und ich esse gerade eine Champignon-Pizza und ich spüre es immer noch nicht. Ne? Hat er gesagt, Eva, du bist halt vielleicht einfach ausgeschamt. Vermutlich fällt unserer Familie da irgendwas. Ne? Vielleicht waren unsere Vorfahren keine Schamahnen. Dann habe ich gesagt, ja gut Papa, dann ist es halt so, dann habe ich halt einfach keinen Schambereich. In dem Moment ist meine Tochter aufgesprungen und hat geschrien, um Himmels Willen, das ist der peinlichste Scheiß, den ich jemals gehört habe. Ich habe das Gefühl, meine Ohren bluten gleich. Ich will mich duschen und mit der Würzelbürsten abreiben. Diese Wortspiele machen mir körperliche Schmerzen. Das ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ja, dann haben wir uns gefreut. Hat der Papa gesagt, schau, die nächste Generation hat's.